Essgesinnterheit. Shalom Aleichem. Ich bin Sura Rochel Schechter. En ich bin Idiot Neretz. Seid begrüßt in unser Kochprogramm Essgesinnterheit. In Hand werden wir sich zugreifen auf Rosh Hashanah. Klingt das, wie ihr dreht sich mit Stamischen Ziehen daheim. Schoi. Ja. Wir werden machen einen Fisch mit dem Kopf, also wie es ist traditionell bei jedem. Wir haben gekauft einen Stronge. Was gewöhnlich kann man nutzen, ein Weißfisch oder ein Karp, aber ein Stronge hat mehr Geschmack und Tarn, so ein bisschen Tarn wie Lachs, das heißt Salmon. Und was noch gehen wir machen? Nachdem gehen wir machen ein Honiglecker, weil Honig ist ein Sigil zu einem süßen Jahr. Es soll nur mit dem Fisch. Das Thema, was wir machen mit dem Kopf, ist, weil Rosh Hashanah ist das Wort Rosh meint Kopf. Rosh Hashanah ist das Kopf, der Kopf in dem Jahr. Man isst nicht im Kopf, versteht sich, aber man serviert es was euch. Also wir wollen das unstoppen mit Grinsen, und kochen in sehr heißen Öfen. Das wollen wir jetzt haben, zu schneiden mit Grinsen. Die Grinsen, was wir nutzen, ist Zwiebeln, Meeren, Kartoffeln, was wir wollen nicht schälen, das ist gesinnter als euch, Rotpfeffer und eine Zucchini. Eine Zucchini ist eine von den 5 Mecholen, was während der Monten der Gemorre zweimal in Horayis 12 Aleph und in Kerisis 6 Aleph der Monin der Rabbonim 5 Mecholen, was man soll essen in Rosh Hashanah. Kra, das ist Zucchini, Karsi, das ist Paratzibeles, Rubia, das ist Schwarzzeug-Arbis, Silke, das ist die Blätter von Burg, und Teiglen. Ich habe nicht gewusst, dass das mit Zucchini ist. Und Meeren, Aschkenazische Jiden haben sie gegeben als 6. Simen zu Rosh Hashanah. Meeren, wir sollen Meeren und Fruchtperlen. Ja, so haben wir Sachkinder. Gibt es, weil wir nehmen zu schneiden Grinsen. Mit was jetzt zu schneiden, sehr dünn, weil zu schneiden ist sie gedeckt, wird es nämlich zu lang zu backen. So fließt die das. Nehmt der Röste Kerlach, versteht sie? Und jetzt die Zwiebeln und die Kartoffeln. Jetzt haben wir alle Grinsen in die Schüssel. Ich mische es rein, dann mache ich ein bisschen Bäumel. Ich habe lieber Elberbäumel, aber ihr könnt wissen, welche Bäumel ihr wollt. Salz und Pfeffer. Ich habe lieber Sachsalz, ich habe lieber sehr wenig. Es wird machen Mittel in Mitten. Pfeffer. Bei Ihnen, als man sagt, dass etwas ist Unsalz und Unschmalz, also es hat nicht den jüdischen Tag. Was heißt nicht vom jüdischen Tag? Nicht sein Geschmack, aber der jüdischen Tag ist sein Geschmack. Jetzt haben wir den Fisch rein ausgewaschen, wir müssen es auswaschen. Und jetzt werden wir in daran tun ein bisschen Bäumel. Elberbäumel. Schmieren mit den Fingern. Dann verschmiert euren Fisch mit dem Bäumel. Müssen wir reißen. Wenig. Pfeffer. Jetzt wollen wir ran die Grinsen. Nicht alles wird daran in der wenig, was nicht auf dem Platz ist, wenn wir ran teilweise in der wenig, und der Rest wird sein in dem Becken. Also jetzt gehen wir brüten den Fisch, 450 Grad. Ja, schön gemacht. Und mein Hand geht ein bisschen weh, also ihr könnt es daran leiten, aber ich bin sehr zufrieden. Aber ja, das ist auch bald viel besser. Jetzt gehe ich machen einen Honiglecker. Der wichtigste Ingredient ist der Maranz. Und wir wollen nutzen den ganzen Maranz. Ich habe ausgegeben als Stücke. Ich schneide den Maranz auf Stücke. Und die Stücke mache ich auf in Prozessierer, in der Speismaschine. Das steht nicht. Jetzt gebe ich sie 3/4 Teppel Bäumel und ein Teppel Honig. Und es ist wichtig, es soll nützen
Rechne Honig, das ist Buckwheat Blossom Honig. Das ist Honig, was ist sehr dunkel, kemat schwarz. Es hat einen starken, bitteren Tarn und das gibt es ja jüdischen Tarn. Oh, danke, ja. Als man hat ein Rezept, in welchem man messt ab sei Bäumel, sei Honig, ist besser früher zu messen Bäumel. Also ich glitsch sich der Honig gleich aus, ja. Jetzt will ich durchsippen 3 Teppich Mehl und das mal habe ich 2 Teppich Wassermehl und 1 Teppich Rasenmehl. Das ist ein bisschen gesünder. Der Lecker ist bei ihm sehr gesund. Es hat eine Sache Obst, Ranzen, Apfel. Und was ist das? Das ist batzikerte Ingwer. Und weißt du was, wann das Sie geben zu den Maranzen? Zu dem Maranzengemisch gebe ich Sie euch ein Stückchen batzikerte Ingwer. Das kann man nicht gesehen. Das ist nicht kein Muss. Es ist Geschmack wie die Welt. Das ist wunderlich. Gibt Sie ein bisschen batzikerte Ingwer. In euch ein bisschen Ingwer-Marmelade. 2 Löffel Ingwer reingemacht. Okay, jetzt gehen wir sehen, ob der Fisch, was zieht sich mit den Grinsen in den Fisch. Ihr seht, es wird schon gitzig gebräunt. Das lassen wir es mischen ein bisschen. So dass es nicht sick leiten. Sehr gut. Jetzt haben wir 1 Ons Schokolade. Ein Löffel täglich Kabe. Viertelteppel heiße Wasser soll sie gehen. Zum Mehl sippe ich durch euch 1 Löffel Zimmering, 1 Löffel Ingwer und 2 Löffel Kakao, 3/4 Löffel Salz, 1/2 Löffel Backsoda und 1 Löffel Backpuder. Teppel Zucker und das Mal habe ich gemischt 1/2 Teppel Weißzucker mit 1/2 Teppel Dunkelbräunzucker. Und es ist sehr Geschmack, als man reibt und ein frischen Stück Muskat. Und euch Nägel auf ein Spitzmesser. Also zu der Schokolade gebe ich zu 1 Löffel Vanille und 1 Löffel Schlibowitz. Euch nicht kein Muss, aber es ist wunderlich, als man hat es hier. Ich reibe die Äpfel. Und sie wollen sich im Ganzen zu gehen in Lecker. Man wird nicht sehen, es ist da Äpfel, aber man wird spüren die Festigkeit und den Tarn von den Äpfeln. Ich kriege da in die trockenen Ingredienten. Und ich gieße ein das Maranzengemisch. Früher mischt man ein bisschen aus am Mehl mit Falderbit. Jetzt klappt man 4 Eier. Und jetzt mischt alle Ingredienten aus zusammen. Und wenn es ist kemat ausgemischt, aber nicht 100% ausgemischt, gibt man sie die zerriebene Äpfel. Und da habe ich welche Anis. Man stellt es rein in den Ofen auf 450 auf 5 Minuten. Nach dem 400 auf 5 Minuten und nach dem 350 auf 20-25 Minuten. Dort seht ihr, wie schön und ziegebräunte Grinsen in den Fisch ist. Und so viel farbig auch. Ja. Ich hoffe, dass ihr nur gehört von unserem Programm habt. Und ich wünsche euch ein süß gesinnt Jahr. Und eine schöne Zeit.